Das ist besser als Testjagd, immerhin persönlicher. Wir erreichen lediglich, dass die Menschheit geschwächt wird. Grüß dich zurück. Ich bin verzweifelt. Weißt, ab und zu bringt mich dieses Spiel um. Ich möchte etappenweise diese Legendary Edition deinstallieren und Mass Effect nie mehr angreifen. Die Xbox 360 Version war um Welten qualitativ besser. Sie setzen Reaper Tech ein. Und sie macht mich stärker. Wir entwickeln uns weiter. Oder wir sterben. Eine andere Option gibt es nicht. So, und ich weiß noch immer nicht, wie ich den Trottel besiegen soll. Scheißegal, was ich einsetze. Alles irgendwie nutzlos. Ist das alles, was sie drauf haben? Wie Sie geht's sind den immer noch Beinen? langsam, Shepard. Chef? Ich bin nur langsam, weil ich nicht weglaufe. Ja, ich finde auch keine Muni. Hier. Und dieser Kai Lang geht mir auch schon auf die Eier. Sie sind auf der Citadel geflohen. Sie sind auf Tesla geflogen. Vielleicht. Vielleicht nicht. Aber Sie werden es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Entschuldigung für meinen Zornesausbruch in der letzten Aufnahme. Das war für Miranda, du Hurensohn. Die Citadel ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitung. Ich halte sie auf. Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir's wissen. Also haben Sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tiegel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber
Unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen so viel wie möglich darüber rauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Anderson Ende. Ah, Priorität Erde. Wir schreiten der letzten Mission entgegen. So, eins vorweg. Egal wie ich jetzt schneide. Ich mache hier noch eine kleine Pause. Und dann geht's ab ins Finale. Bleibt nur noch die Erde. Bist du bereit? Ja, verdammt. Steck mich in ein... Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Noch am Leben. Grace Sato. Commander Shepard, ich wollte nur sagen, dass ich tief in ihrer Schuld stehe. Nicht nur, weil sie mein Leben gerettet, sondern auch, weil sie mir einen neuen Sinn aufgezeigt haben. Nach unserer Tortur bei der Sicherung der Basis auf Ontarom weiß ich nun, dass ich mehr zu bieten habe als bloßes technisches Fachwissen. Grace Sato, Systemtechnikerin 3. Grad. Ja, schön. Schön für dich. Freut mich, wirklich. So, nein, wie gesagt, Entschuldigung nochmal meinen Zornesausbruch am Ende der letzten Folge, aber sowas kotzt mich dermaßen an, wenn ich wegen eines Bugs draufgehe. Da möchte ich glatt meine eigene kalte Kotze fressen. Pfah! Und dann will man sich wundern, wenn die Videospielindustrie in den Bach geht. Ja? Naja. Okay. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Commander, Admiral? sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum gehen wir nicht direkt gegen die Citadel vor? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, es zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist.
Verdammt. Die Arme müssen offen sein, um den Teagle anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammer-Transporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Ich sehe immer noch nicht, wie wir von London aus zur Citadel kommen. Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Teagle zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Teagle lange zu schützen. Nichts ist einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Teagle nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück. Für uns alle. Oh. Schwer. Weißt was, wir nehmen mit 2. Ich kann ja nichts mehr machen. Stufe 60. Nähern uns Sol-Portal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Quarianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Geth-Flotte. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff. An alle, es geht los. Bereit machen für mein Signal. Feuer! Greifen Sie auf mein Kommando die Reaper-Streitkräfte an. Verstanden! Alle Jäger mir nach! Angriff! Bestätige!
Melde mich ab. Bereite Sinkflug vor. Commander! Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Normandy, Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Tut mir leid. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ich erkenne Sie kaum wieder. Scheiße. Anvisiert. Festhalten! Verdammt! Status. Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Ma'am? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Wie machen wir das? Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben es gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Direkt hinter Ihnen, Shepard. Jetzt! Los, los! Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Verdammt, ich kann hier nicht bleiben, Ma'am. Hauen Sie ab und holen Sie uns erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden. Cortez, Ende. Also gut, dann weiter. Diese Drecksau hat mich komplett im Sichtfeld. Perfekt. Und das hier bitte. Wo müssen wir hin? Dort hinten. So, Shepard, jetzt bleib bitte so. Danke. Ich hatte noch nie so viel Spaß mit einer kleinen Waffe wie mit dieser hier. Lad nach, Shepard, danke. Hier ist Captain Johnson. Hammer wird zerlegt. Diese Geschütze müssen sofort offline gehen. Bin dabei. Irgendwie. Vorsicht, da kommen Rohlinge.
So. Ich suche Munition. Hier. Sorry, dass ich jetzt nicht viel rede, aber du siehst ja, was hier los ist. Mir hier mal ein bisschen Luft verschaffen. Oh, das nenne ich einen Krieg, ha? Ich schicke die gleich vor. Mal schauen, wie viel die kann. Okay. Wo müssen wir hin? Dort drauf. Zwei Geschütze erledigt. Aber wir können immer noch nicht landen. Verdammt, im Anflug auf Sie. Ich versuche, Sie ihn vom Leib zu halten. Ja. Vorsichtig, Cortez! Wir müssen darauf dringend. Noch eines höher. Na komm, rauf der Shepard. Verdammt, ich bin getroffen. Scheiße. Okay. Da ist der Shuttle! Halten Sie nach Ihren schweren Waffen Ausschau. Ah! Braucht Munition.
Wir müssen das Feuer eröffnen! Ja, ich muss nur warten, bis sich da irgendwas rührt. Und wie soll das funktionieren? Ah. Oh, die ist gut. Das war's. Letztes Geschütz außer Gefecht. Alle Hammer-Teams. Bereit machen zur Landung. Ist da jemand? Kommen! Wir brauchen eine Exfiltration. Wir haben Gesellschaft. Oh nö. Gut, funktioniert hier nicht. Schade eigentlich. Commander Shepard, gibt es Allianzpersonal in der Nähe? Ich lasse meine Truppe eigentlich nur ungern zurück, aber das ist jetzt schon ein bisschen heikel. Alter! Mädels, ihr verbraucht mir gerade zu viel Medigel oder Erste Hilfe, scheiße. Einen Schuss in den Po, Mexiko. Na, hier ist die Hölle los, ehrlich gesagt. Bringen Sie uns raus, Corporal. Sind Sie okay? Ich lebe noch. Zweifellos, Commander. Anderson. Ich wusste, Sie enttäuschen mich. Schön, Sie zu sehen. Auch Ihr Anblick ist ein Vergnügen. Wie ist die Lage? Die schwere Luftabwehr ist erledigt. Hammer kann landen. Und keinen Augenblick zu früh. Der Rest des Widerstands hält eine vorgeschobene Operationsbasis. Aber die Reaper schlagen bereits zurück. Nach dem Sammeln liegt der Kampf in den Händen von Hammer. Es muss brutal gewesen sein, abgeschnitten vom Rest der Allianz. Es war vom ersten Tag an sehr riskant. Aber als klar war, dass die Reaper sich auf die Zentren konzentrieren, konnten wir direkten Kontakt besser vermeiden. Bis London. Ja. Wir hielten uns so lange wie möglich. Haben Späher geschickt. Diese Planung hat viele Leben gekostet. Aber mit Männern wie Major Coates und dem Wissen, dass Hilfe kommt, hielten wir durch. Ohne Sie und Ihren Widerstand hätten wir keine Chance. Ja, der Admiral ist bescheiden. Ohne ihn wäre hier niemand mehr am Leben. Heben wir uns die Orden für später auf. Dieser Kampf fängt gerade erst an. Und Hammer sollte dafür bereit sein. Sie werden für diesen Sieg alles geben. Gut. Genau das brauchen wir auch. Wir holen den Sieg, Anderson. Ich bin in London geboren. Wirklich? Die gesamte Galaxie vereint. Schade, dass dazu die Reaper notwendig waren. Das ist Shepards Verdienst. Genau das habe ich gemeint. Ich weiß, Sie wollten nicht gehen, Shepard. Aber niemand hätte erreicht, was Ihnen gelungen ist. Es wird gut, zurück zu sein.
Da ist die VOB. Sieht gut aus. Geben Sie Hammer die Freigabe. Admiral, wir haben dort eine Befehlszentrale eingerichtet. Anscheinend kommen immer noch Gruppen rein. Ja, Sir, aber nicht so viele wie erhofft. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind, Shepard. Mach ich. Er hat recht. Ich hätte inzwischen mehr von Hammer erwartet. Viele werden es nicht schaffen. Tut mir leid wegen Cortez. Er war ein sehr guter Pilot. Sie beide gehen vor. Ich komme nach. Die Kämpfe hier gehörten zu den schlimmsten auf dem Planeten. Es sieht schlecht aus, aber noch besteht Hoffnung. Außerdem sind Sie hier. Es wird die Truppen freuen, Sie zu sehen und ihre Entschlossenheit stärken. Ich bin nur ein Soldat, genau wie Sie. Das sehen Sie vielleicht so, aber die Truppen nicht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind für diese Soldaten eine Heldin. Sie sollten ihre Wirkung auf Sie nicht unterschätzen. Ich gehe jetzt zu meinem Bataillon. Wir sehen uns in der Befehlszentrale. Ja, nun sind wir in London angekommen und die Hölle ist über uns hereingebrochen. Na gut, wir wussten ja eh, was auf uns zukommt eigentlich. Aber die Anfangsszene mit dem Ausmaß an militärischer Stärke, das war damals schon auf der 360 beeindruckend anzuschauen. Wirklich. Gut, wo müssen wir hin? Gibt's hier irgendwo was, wo wir runter können? Hier. Hier müssen wir rüber. Mensch, könnt ihr euch noch an den Marco erinnern vom ersten Teil? Der war lustig zum Fahren. Müssen wir hier entlang? Ich hab keine Ahnung. Nö. Was ist hier? Ich möchte, dass Sie die Koordination mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Rex macht nur auf unnahbar. Sagen Sie ihm, ich hätte eine Kiste mit Denoria-Bier, die ich gern mit ihm teile. Das dürfte seine Aufmerksamkeit wecken. Shepard. Das ist dann wohl... Wie in alten Zeiten? Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Denken Sie, wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen.
Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Wir treffen uns dort. Wenn das hier vorbei ist, ist Schluss mit der Galaxieretterei. Lassen Sie Platz für die ganzen Autogramme. Wir müssen nur erst die Reaper schlagen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel, eine halbe Stunde bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben. Aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. Drinks auf mich. Wir sind ein Team. Shepard ohne Vakarian geht nicht. Also ducken Sie sich, wenn's sein muss. Das können Turianer nicht. Ich werde improvisieren. Und Shepard, verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Schicken Sie sie in die Hölle. Dafür wurden Sie geboren. Leben Sie wohl. Und wenn ich in dieser Bar stehe und Sie nicht, dann werde ich herabsehen und Ihnen Deckung geben. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet! An das Geschütz! Na gut. Das überhitzt schnell. Na. Ich werde das Spiel wirklich vermissen. Naja. Wie sind unsere Verluste? Beträchtlich. Viele Verwundete werden es nicht schaffen. Die Reaper kommen näher. Wie kommen sie klar, Liara? Das ist es jetzt, oder? Ja. Das ist es. Was soll ich dazu sagen? Mir fällt ganz bestimmt in 5 Minuten was Schlaues ein. Ich habe etwas für Sie, Shepard. Ein Geschenk. Dauert nur einen Moment, wenn Sie es wollen. Aber natürlich. Augen zumachen. Ich danke für alles. Ich liebe dich. Und jetzt tun wir das Notwendige. Wie ist sein Zustand? Okay, versuchen Sie Ruhe zu bewahren.
Sammy, wo bist du? Ich kann dich nicht finden. Schreib mir bitte zurück. Die Leute gehen da rein und wenn sie rauskommen, sind sie anders, nicht mehr menschlich. Ich höre die Stimmen, die in meinem Schädel kriechen und flüstern. Sie hören nicht auf, bis ich dahin gehe, wo die anderen waren und so zu einem Ding werde. Oh Gott, bitte, es soll aufhören. Es soll aufhören, okay? Ich höre nicht auf die Stimmen, ich gehe da nicht rein. Ich kann machen, dass es aufhört. Ich weiß, was zu tun ist. Ich sage Ihnen, was Sie tun müssen. Sie sind jetzt seine einzige... Als die Rachni die Galaxie vor 2000 Jahren in die Knie gezwungen hatten, als alles verloren schien und das Ende nahte, da führte ein Wort den tödlichen Schlag. Ein Wort trieb die Monster zurück in den Höllenschlund. Und ein Wort brachte den Tod zu einem Feind, den niemand zu bekämpfen wagte. Dieses Wort lautete Kroganer. Und heute erheben sich die Kroganer erneut. Heute schmieden wir einen neuen Pfad und schließen uns der Galaxie als Verbündete im Sieg an. Heute erkämpfen wir unsere Zukunft! Das hier ist kein Trainingslager der Salarianer. Ausgerüstet und kampfbereit in 5 Ausführung! Commander? War es zu Ihrer Zeit auch so schlimm? Schlimmer. Ich habe gehört, was der Kroganer zu seinen Männern gesagt hat. In unserem Zyklus kamen die Spezies nicht zusammen. Es wurde nicht zur Schlacht gerufen. Ich beneide sie. Wirklich? Es ist nicht mehr viel übrig. Die Zukunft ist immer noch da. Mein Volk konnte nie sagen, dass es den morgigen Tag geben wird. Nur wenn wir heute siegen. So weit hat es noch nie jemand geschafft. Ihr Weg war lang, Javik. Länger als bei jedem anderen hier. Und ich freue mich darauf, meine Mission zu erfüllen. Aber Sie sind jetzt der Avatar dieses Zyklus. Das Symbol für den Sieg. Nicht nur für die Menschen, Turianer oder Proteaner. Für alles Leben. Alle Seelen, die je existiert haben, beobachten Sie jetzt. Schön. Das nimmt natürlich den Druck von mir. Zaudern Sie nicht. Es gibt keinen Sieg ohne schwere Entscheidungen. Ich weiß. Ich habe schon viele getroffen. Es könnten noch mehr kommen. Aber ich weiß, dass Sie es für uns alle durchziehen werden. Um jeden Preis. Wenn wir es wirklich schaffen, was machen Sie dann danach? Mein ganzes Leben kreiste nur um den Krieg. Ich würde gerne wissen, wie der Frieden aussieht. Die Galaxie ist groß. Die Hanar würden mich willkommen heißen. Ich könnte dort leben wie ein König. Ich danke, Commander, dass die letzte Stimme der Proteaner gehört wurde. Es war mir eine Ehre. Shepard, Sie haben es geschafft. Was auch immer heute noch passiert, Ihnen ist gelungen, wozu sonst keiner in der Lage war. Sie haben eine Galaxie geeint. Das ist bereits ein großer Sieg. Und keine Sorge, ich weiß, warum Sie gewinnen werden. Weil Sie die Kroganer an Bord geholt haben. Lassen Sie uns in ein paar Ärsche treten, Shepard. Richtig, genau meine Sprechweise. Treten wir ihnen in den Arsch. Aber für mich ist das Spiel erst beendet, wenn ich weiß, dass Shepard überlebt. Was ist mit dieser Zone? Wir könnten sie umkreisen und mit Verstärkung überfluten. Vergessen Sie's. Ich war 3 Tage in dem Sektor. Ich saß in Big Ben fest und habe alles erschossen, was sich bewegt hat. Das ist eine verdammte Todesfalle. Nennen Sie mir einen Ort in dieser Stadt, der keine ist. Shepard, ich habe eine Frage. Eine große oder eine kleine? Sie ist wichtig. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie weniger Relevanz. Dann los. Die Reaper haben bei dieser Schlacht keinen Grund, nicht alles gegen uns einzusetzen, was sie haben.
Ihre Streitkräfte sind verschanzt. Sie haben mehr Feuerkraft und sind uns zahlenmäßig überlegen. Daher meine Frage, wie kommen Sie darauf, dass wir die Röhre überhaupt erreichen? Die Reaper haben die Citadel. Sie glauben, sie haben gewonnen. Die beste Zeit für einen Angriff. Wenn Sie Spione oder so etwas haben, verlieren wir das Überraschungsmoment und dann vermutlich auch die Schlacht. Haben Sie Angst? Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher als bei allen bisherigen Plänen. Das habe ich nicht gefragt. Haben Sie Angst? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Es gibt keinen Platz für Zweifel mehr, Edie. Sie verstehen, was zu tun ist oder nicht? Ich verstehe, was wir erreichen müssen, Shepard. Die Reaper haben Tausende von Zivilisationen vernichtet. Aber unsere haben sie nicht vernichtet. Und das werden sie auch nicht. Ich hätte es nicht besser sagen können. Zeit zum Losschlagen. Shepard, es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Der Unbekannte hat meine Herstellung vor Jahren befohlen. Jeff hat mir erlaubt, selbst zu denken. Aber erst jetzt fühle ich mich lebendig. Das verdanke ich Ihnen. Danke, Edie.